SRF Audio. Persönlich. Michel Schönbächler im Gespräch mit Gästen. Guten Morgen miteinander. Hier im Theater Mutital, die da sind, die daheim mithören. Und natürlich auch guten Morgen meinen beiden Gästen. Es ist Zeit für eine Stunde persönlich. Und meine beiden Gäste, die sind schon parat auf dieser Theaterbühne. Wir gehen ja heute nicht nur auf die Theaterbühne, sondern auch noch tief unter die Erde ins Höllloch. So halt typisch Muttental. Und 2 Muttentaler habe ich auf der Bühne. Wobei, Hans Mohr, darf man sagen, du seist Muttentaler? Vielleicht ein Hobby-Muttitaler. Aber du bist ja doch schon einige Jahre da hinten. Ja, ich bin schon manches Jahr, ich weiss nicht auswendig wie viel, aber um die 25, 30 Jahre bin ich schon da hinten. 50 Jahre in der Innerschweiz, ja. Also ich bin hier daheim. Ich bin wirklich hier daheim. Das nehmen wir mal so. Aber ich bin nicht der gebürtige Muttitaler. Der Hans Mohr, Hobby-Muttentaler, pensionierter Baumschulist, Höhlenforscher, Hölllochwanderer, Leiter auf und unter der Erde daheim. Guten Morgen, schön bist du da. Guten Morgen, Michel. Nathalie, aber du bist aber 100% Muttentalerin. Theoretisch schon. Und praktisch? Ich bin hier innen aufgewachsen, ich bin in Luzern auf die Welt gekommen, bin aber seit ich 5 bin hier innen. Meine Mama ist eine Walliserin, an dem würde ich sagen nicht 100%, aber gleich schon ewig da und das ist Heimat, ja. Seit 50 Jahren im Muttental daheim, Nathalie Zwissig, Apothekerhelferin. Sie ist Gemeinderätin und Präsidentin vom Theaterverein Muttental. Guten Morgen, Nathalie. Guten Morgen. Nathalie, wir sitzen hier auf der Theaterbühne Muttental. Hinter uns ist bereits schon das Dekor für die Premiere, die ihr in einem Monat werdet haben. Und du bist nicht nur Präsidentin, du bist natürlich auch auf der Bühne gestanden. Was ist die grösste Rolle, die du gespielt hast hier auf dieser Bühne? Die grösste ist vielleicht noch schwierig, aber eine der besten. Und das wäre? Da bin ich Gundula von Tobel. Also eine Geschäftsfrau mit einem Gehilfen, der nicht so ganz der Schleusch war. Und mich haben sie aufgetackelt und ich hatte eine gewaltige Frisur und alles hat geklappt. Und es war einfach so schön. Was ist das Spezielle am Theaterspielen? Du schlüpfst in andere Rollen hinein. Wobei bei uns ist es viel so, dass wir eigentlich die Leute ein bisschen aussuchen nach der Rolle, die wir haben. Weil wir sind jetzt nicht so gewaltige Schauspieler, dass wir jetzt jeder alles spielen kann. Also, so ansatzweise sind aber man kann sich da richtig reinleben. Und auf der Bühne so ganz hochnäsiges sein und alle ein bisschen das ist noch schön, weil das machst du ja sonst im normalen Leben nicht. Und wenn dir die Leute nachher sagen, oder wenn du auf die Bühne kommst und irgendjemand am Sonntag, am Nachmittag haben wir mehr ältere Leute, sagt, jetzt kommt die blöde Schäse schon wieder. Dann weisst du, jetzt habe ich etwas richtig gemacht. Das ist aber schon schön. Wir dürfen heute nicht Gundula, sondern eben die Nathalie kennenlernen. Ja. Nathalie, eben seit über 50 Jahren im Muttental daheim. Ja. Du bist auch im Gemeinderat und das Muttental ist, und das hat mich überrascht, gehört zu den 10 grössten Gemeinden in der Schweiz. Und du bist eine der Gemeinderätinnen. Wie tönt das, wenn man es so formuliert? Klingt schon noch gut. Kann man das so noch nie überlegen. Weil wenn man es davon abbrechen auf wie viel ist bewohnbares Land und wie viele Einwohner haben wir, relativiert sich das alles schon ziemlich. Ja, ich glaube, nur etwa 2% ist Siedlungsfläche. Ja. Über 170 Quadratkilometer gross ist das Muttental. Ja. Und zwar oben drauf und unten drin geht es dann auch noch einmal weiter. Hans Mohr, da sind wir gerade bei dir. Das ist eine andere Dimension, die nicht ganz so viel kennen. Es gibt ja Haufen Höhlen im Muttental. Das Höllloch ist nicht die einzige, es ist einfach die bekannteste, weil es gehen verschiedene Zahlen um, aber es ist immer zwischen die 8 oder 11 längst auf der Welt.
Ich sage immer die längste, nicht grösste. Es gibt viel grössere Höhlen, aber sie ist lang, sie ist aktuell, sind vermessen 212 Kilometer. Hast du alle gesehen schon? Nein. Es gibt ja keinen Menschen, der behaupten kann, er hat alles gesehen. Der lügt wie gedruckt. Das gibt es nicht. Ich habe vielleicht ein Drittel, ein Viertel gesehen von der Höhle, aber alles nicht. Es gibt niemanden, der das behaupten kann, weil die Hälfte sind so Stellen, so hoch, so breit, so viel gefüllt mit flüssigem Dreck und Wasser und kalt. Das wird erst begangen, wird vermessen, kommt auf einen Plan und dann geht dort ein normal denkender Mensch freiwillig nicht mehr rein, weil es einfach nichts bietet. Du bist nur am Fluchen, am Frieren, am nass werden und es bietet nichts. Du kommst nicht irgendwo hinten wieder in einen grossen, wunderschönen Gang rein mit Tropfsteinen oder riesigen Hallen und so. Ja. So muss man sich das vorstellen, oder? Die 212 Kilometer. Du kennst aber eben etwa ein Drittel von, machst auch Führungen durch das System durch. Wenn du eine Reisegruppe hast, die kommt und mit dir so eine Führung machst, was sagst du? Schön sind wir da, hoffentlich kommen wir wieder raus. Den Absatz nehme ich nicht gerne in den Finger. Oder ins Maul. Hoffentlich kommen wir wieder raus. Und ich gebe zu, ein einziges Mal, aber das ist manches ewiges Jahr zurück, auf einem Zweitäger, also auf einer grossen Tour, ein einziges Mal habe ich mich sogar mit Touristen verlaufen. Ui! Aber wir sind rausgekommen, eine Viertelstunde vor unserer Alarmzeit sind wir wieder rausgekommen. Ich habe gemerkt, es war eine Touristenpremiere, also eine Tour, die ich noch überhaupt nie gemacht habe für Touristen. Ja. Bewilligt von oben, bewilligt auch von der AGH, von den Hölllochforschern. Wir dürfen mit unseren Touristen nicht einfach überall hin, wo wir jetzt wollen. Das müssen wir absprechen, auch aus Sicherheitsgründen natürlich. Oder? Und das ist mir jetzt auch noch wichtig. Eben, da wird ja alles genau überwacht. Man kennt die ganzen Wege und man ist mit routinierten Führern unterwegs. Wie begrüßest du denn die Leute, wenn sie kommen? Ja, mit «Guten Morgen miteinander, willkommen hier bei uns im Muttital und im Höllloch zu dieser und dieser Tour». Und dann schaut man zuerst einmal im Kreis um, mit was für Leuten habe ich es da zu tun, was liegt drinnen, oder? Und dann wird ausgerüstet, man tut ein bisschen Wortwechsel, ich gebe die Infos, was da kommt, über die Anlegung, Temperatur im Loch hinein und so weiter, was sie erwartet. Und dann von unserem neu gebauten Höllloch Besucherzentrum sind 60 Höhenmeter bis an den Eingang rauf, sind 240 Steigestufen, da gebe ich halt ein bisschen Gas. Warum? Da oben sehe ich, mit wem muss ich es tun. Und es hat auch schon Situationen gegeben, oben am Eingang, es klingt jetzt ein bisschen brutal, du kommst nicht mit. Mit dir kommt man nie ans Ziel. Aber letztlich hast du ja auch eine grosse Verantwortung, wenn du mit der Leute hineingehst. Eine grosse Verantwortung, denke ich, hat man ja auch, eben, wenn man im Gemeinderat ist, Nathalie Zwissig, jetzt bietet sich ja fast ein bisschen der Vergleich an. Theater und Gemeinderat. Gibt es Parallelen? Ja, manchmal ist beides ein bisschen Theater. Wobei im Gemeinderat, es ist an beiden Orten so, man ist nicht allein. Es ist an beiden Orten eine Gruppe um einen herum. Also im Theater sind wir pro Saison etwa 50 Leute, die arbeiten. Damit wir eine anständige Produktion auf die Bühne bringen. Und im Gemeinderat sind wir das 9. Und in den verschiedenen Kommissionen bin ich ja auch nie allein. Oder? Da gibt es Kommissionen, die ich führe, da gibt es Kommissionen, wo ich einfach dabei bin. Und es ist überall ein Miteinander. Und es ist nie so, dass ich allein entscheidend bin. Und das ist eigentlich auch gut so. Das ist im Theater auch so. Wir sind der Vorstand und alle arbeiten für das Gleiche. Ich möchte auf etwas eingehen, wo Muttital dir, ich glaube, man darf so sagen, zu verdanken hat. Oder man hätte es so lesen können. Du hast Kita ins Muttital gebracht. Jetzt könnte man so ein bisschen feste Klischeekisten längen, oder? Man sagt so ein bisschen, doch eher bodenständige Umgebung, eine Kindertagesstätte da hinten, hat es überhaupt genug Kinder. Warum war es dir wichtig, dass das möglich ist? Als ich vor 7 Jahren in die Gemeinde gekommen bin, hat man schon geredet davon. Also es ist nicht das erste Mal, dass wir das aufgegriffen haben. Und da ist man einfach, glaube ich, noch nicht parat gewesen. Man hat noch viele Stimmen gehabt, die das Gefühl hatten, so brauchen wir kein Bitz. Es hat so viele Grosse da drinnen, die gaumen. Und mit der Zeit ist das immer so ein bisschen, man hat den Ruf mehr gehört. Wir haben den Muttitaler Zirk, das ist vom Verein Zukunft Muttital ein Heft, das 4-mal im Jahr, glaube ich, erscheint. Und dort hat man eine Umfrage gemacht und dort ist schon, ich sage jetzt, das Geschrei nach der Kita gross gewesen, oder? Das ist etwas von dem, was wir noch brauchen. Was fehlt uns im Tal? Eine Kita. Und vor etwa 3 Jahren hat man eine Umfrage gemacht bei jungen Familien
Und ich gefragt, könnt ihr euch vorstellen, wenn ja, wie manches Kind, wenn ja, wie manchen Tag oder überhaupt nicht? Oder? Und anhand von dieser Umfrage hat man das Gefühl gehabt, mal, das wäre, glaube ich, etwas. Und dann hat der Kanton Schweiz ein neues Kinderbetreuungsgesetz bekommen, wo sich Gemeinden und der Kanton daran beteiligen, je nach Einkommen der Eltern etwas daran zu zahlen. Und anhand von dem hat man dann gesagt, entweder wir zahlen an die Leute, die ihre Kinder auswärts in die Kita bringen, oder wir probieren jetzt das wirklich auf beide Stellen, damit die Kinder da innen in die Kita, dass wir da innen wieder Job haben, wo wir bieten, Arbeitsstellen oder eventuell auch eine Lehrstelle. Und darum haben wir eine Anfrage, die wir von einer Kita, also eben Kita Paradies bekommen haben, wir dann unterstützt, dass die da reinkommen. Weil an anderen Orten gehen die irgendwo an, tun die Kita auf und in 2 Monaten ist die voll. Und dass das bei uns nicht so ist, haben wir ja schon gesehen. Und es ist auch so, es hat noch Platz. Aber wir haben gleich das Gefühl gehabt, das ist etwas, was man jetzt machen muss, damit wir die jungen Familien da reinholen oder da rein behalten. Überrascht ist ja, ich sage jetzt, die regionale Medienwelt auch ein bisschen gewesen, wo man gesagt hat, das ist eine SVP-Frau, die das ja, dahinter Judi. Und das zeigt eben, oder die Partei ist, du hast mir auch gesagt, es hätte auch eine andere Partei sein können. Man ist einfach im Gemeinderat und arbeitet. Ja, richtig. Also ich bin froh, trifft es bei uns im Gemeinderat überhaupt keine Rolle, in welcher Partei man ist. Wir arbeiten miteinander, wir arbeiten für die Sache, wir arbeiten so gut, dass wir können für das Dorf. Und dass es verschiedene Ideen gibt, die gibt es manchmal innerhalb der Partei und manchmal gibt es es ausserhalb, manchmal kippt man mit diesen, manchmal mit denen. Also es kommt wirklich nicht darauf ab. Wie hast du dich entschieden, in welche Partei dass du gehst? Denn zumal, wo man gesagt hat, Nathalie, es wäre doch noch etwas für dich, Politik. Mich hat die SVP zuerst angefragt. Und darum bin ich jetzt bei denen gelandet. Aber die anderen Bücher hast du auch durchgelesen? Ja, ich hatte zuerst gesagt, was mache ich denn hier eigentlich? Und habe ein Buch bekommen. Und da habe ich einen Kollegen, der damals mal CVP war, gefragt, haben die auch so ein Buch? Dann hat er gesagt, ja. Und ich sagte, ich will das. Und ich sagte, wieso? Und ich sagte, ich will einfach schauen, was ihr so macht. Und ja, auch dort hat es einen Haufen gehabt, was stimmt. An diesem Ort hat es auch einen Haufen gehabt, was stimmt. Bei den Orten hat es Zeug gehabt, wo ich denke, nein, nicht meins. Aber in Anbetracht dessen, dass es eben um die Sache geht, bin ich dann bei denen eingestiegen, die zuerst gefragt haben. Das ist eine Entscheidmöglichkeit. Aber das sieht, wie engagiert dass man unterwegs ist. Hans, du hast vorhin etwas angetönt, an dem möchte ich schnell ein bisschen nachgehen. Du hast gesagt, ja, manchmal ist es nur so schmal und eng, 20 oder 40 auf 40 Zentimeter und da sieht man nicht so viel. Das ist eine Situation, wo ich so bei mir denke, wie kann man nur? Du hast aber die Leidenschaft für das Entdecken von der Höhle schon ganz, ganz früh in dir gespürt. Woher kommt es? Angefangen hat es mit 17. Durch meinen älteren Bruder. Der hat mich hier gefragt, da habe ich ja noch nicht hier gewohnt, sondern im Zürich-Unterland, dort, wo ich aufgewachsen bin. Hat er mich gefragt, du, hast Lust? Ich gehe mit einer Pfadi, er war in der Pfadi, ich bin, glaube ich, noch Wölfli, weiss doch nicht. Hast Lust auf eine Hölllochtour? Eine Nacht lang ins Höllloch. Mal beginnen, morgen raus, er war noch Standard. Und dann habe ich zuerst gedacht, ja, was wollte ich echt da so in einem Dreckloch hinein? Für aussen viel schöner im Wald und weiss ich auch, oder? Und dann, ja, hat er mich überschnurrt, bin mitgegangen. Und dann hat mich das so gefesselt. Dort drinnen, wir haben eine Nachttour gemacht, etwa so eine 11-Stünder ist da gewesen, die bekannte Schlangentour, also, Abschätzung sagen wir heute das Idiotendreieck, das Touristendreieck, oder? Und dann hat mich das so gefesselt, dass die Welt, die Formen, die Weiten und so weiter. Ich bin zum Emmy Suter-Selig, ist dort die Hölllochmutter gewesen, Frau vom heutigen Hölllochwirt, Bruno Suter in der Hölle hinten, und hat sie gefragt, du, hast du mir Adressen von Höhlenforscherclub? Ich wollte wieder da rein, mir hat das so gefallen. Ja, nein, sie haben nichts. Ich soll einen Professor Dr. Bögli dort anrufen, oder? Und so hat das dann angefangen, oder? Und dann, weil ich ja nicht da gewohnt habe, ist Höllloch eigentlich nicht das Thema gewesen, weil wir sind 8 Kinder gewesen und kein Geld, also wir haben kein Geld gehabt, wir haben kein Auto gehabt, nichts, also ich konnte dann nicht alle Wochen ins Höllloch oder so. Ich bin dann in die OGH eingetreten, Ostschweizer Gesellschaft für Höhlenforschung, ist unsere Region und Ostschweiz, so Alpstein und Zeug und Sachen. Ja, dann hat das dort angefangen. Und dann bist du schon früh dort mitgegangen, forschen, suchen, entdecken.
entdecken. Ja. Und du hast verrückte Sachen entdeckt, Bärenknochen. Zum Beispiel, das war etwas ganz Sensationelles. Das war in der Sulzfluh oben, das ist im Rätikon, im Kanton Graubünden, in der Nähe von St. Antonien, haben wir ein Forschungsobjekt gehabt, die Sulzfluh-Höhlen. Es gibt verschiedene, und die Einzelhöhle, das ist die Seehöhle, heisst die. Dort haben wir unter anderem die höchstgelegene Bärenknochenfundstelle seinerzeit. Ob es heute höhere gibt, weiss ich nicht, aber von seinerzeit von ganz Europa gefunden, auf 2600 Meter oben. Hat es Bärenknochen gehabt, jenst in einem grossen Gang rein. Wie sind die dort reingekommen? Wir haben uns auch gefragt, wie sind die da reingekommen? Weil der Zugangsbereich in die Höhle rein ist eben auch wieder nur so. Und dann kommt ein ausgewachsener Bär niemals durch. Also 40 auf 40 Zentimeter. Ja, das ist schon ein bisschen grösser, sagen wir 50 mal 50. Gut. Okay, ist nicht viel grösser. Aber ein ausgewachsener Bär wäre nicht durchgekommen. Und wir haben wirklich sättige Beinknochen gefunden, Schädel von erwachsenen Bären, die dort niemals durchgekommen wären. Da haben wir uns dort hin, das waren dann grosse Gänge gewesen, da haben wir uns überlegt, wie sind die da hinten gekommen? Unten rein sicher nicht. Und das war so ein leicht ansteigender, grosser, schöner Gang gewesen. Und überall sind vereinzelt, nicht ganze Skelette, nur so vereinzelte Knochen. Da wieder ein halber Schädel, da wieder ein Kiefer, da wieder so ein Ellenknochen oder ein Beinknochen. Und dann, auf einmal hat das aufgehört. Weiter rauf war nichts mehr an diesen Felsen. Wie so angeschwemmt sind die dort. Und dann haben wir das, Und dann haben wir ein bisschen rumgeschaut und dann, schau da oben. Ein Schacht, der Obsi zieht, also ein Schlot, sagt man in einer Höhle, wenn es Obsi geht. Das ist ein Schlot, ein Schacht geht nicht sein. Die müssen da oben runtergefallen sein. Mhm. Und zwar noch von voreiszeitlichen Zeiten, weil da, jetzt auch wieder, es hat keine Firma da oben, Gletscher ist weg. Klimawandel sei, ja, Undank, oder? Aber die müssen noch vor der letzten Eiszeit, weil da, wo wir die Höhle erforscht haben, das war vor 50 Jahren gewesen, hat es noch Firmen gehabt oben. Also keine offene Schacht, wo die hätten können runtergehen. Aber voreiszeitlich, wo es keine Gletscher mehr gehabt, müssen die dort abgestürzt sein und via Wasserwege die Höhle abgeschwemmt worden sein. Also ganz speziell. Uralte Knochen, die ihr dort gefunden habt, voreiszeitlich. Ja. Ich weiss nicht, wie das ist, wenn man etwas entdeckt, wo man weiss, man ist wahrscheinlich einer der Ersten, der das da findet. Oder der Erste. Was passiert da? Ja, das ist ganz speziell, was da in einem abgeht. Wir haben es auch nicht beurteilen, ja, wie alt sind jetzt die. Wir haben gesehen, das müssen Bärenknochen sein. Sowohl adulte Tiere, also erwachsene Tiere, wie auch Kleintiere sind dabei gewesen. Aber eben nicht das komplette Skelett. Und dann haben wir das nicht, wir sind Laien, oder? Wir haben das nicht weiter können bearbeiten. Dann haben wir das an einem Institut, am Naturmuseum von Chur, haben wir das übergeben, an Spezialisten übergeben, dass die das untersuchen. Mhm. Und die haben herausgefunden, dass so teilweise 80.000-jährige Bären, angeblich, ich kann es nicht, verifizieren, ist es so. Aber ich denke, wenn da die Experten das angeschaut haben, wird das schon so sein. Mhm. Also schon auch sensationell, was wir dort wirklich gefunden haben. Mhm. Ja. Das ist die Sendung «Persönlich» auf SRF 1. Wir tauchen ein ins Leben, in Entdeckungen von Menschen, die im Muttertal daheim sind. Nathalie Zwissig, ich habe so ein bisschen salopp, würde ich jetzt sagen, gesagt, du bist die unter anderem die Kelly Family dahinter gebracht hat. Ja, da haben wir ein bisschen gewehrt. Du hast gesagt, ja, sie war nicht die Einzige, die da unterstützt hat. Aber ich glaube, es war ein nachhaltiges Ereignis. Was ist dort passiert? Das Fernsehen wollte hier innen den Dunstigasse durchführen, hat bei der Gemeinde angefragt, weil das ja via Gemeinde läuft, und die Kollegin, die in der Tourismuskommission war, hat gesagt, muss schauen, ob wir das wollen. Hat er mir angerufen und gesagt, Nati, machen wir das? Und dann habe ich gefunden, ja, das müssen wir machen. Und der erste Verein, den wir angefragt haben, hat nicht wollen. Da habe ich gefunden, ja gut, jetzt muss das Theater ran. Und dann haben wir mit dem Theaterverein entschieden, wir stellen die Leute für den Dunstigasse durchzuführen. Und das SRF hat Kelly Family gebrungen. Aber sie sind auch da innen gewesen, wo wir jetzt sind. Sie hatten da ihre Garderobe gehabt. Und durch das haben wir natürlich am Donnerstag am Nachmittag schon den ganzen Platz voll Leute gehabt. Und das Fernsehen hat uns so gesagt, ja, am Nachmittag könnt ihr eine Fassstrasse offen haben. Das lange schon, da kommen noch nicht so viel. Und ab der 2 haben wir einfach alles besetzt gehabt. Und keine Serviertöchter rum. Und eine Fassstrasse besetzt. Und da sind Leute vom Theater und gesagt haben, hey, muss man schon, ja, Geld so knallen und laufen. Einfach irgendwo laufen. Machen einfach. Ja, einfach machen.
Und das war schon cool. Am Abend war es sowieso voll, es ist ja eigentlich immer voll, aber es war ein ganz genialer Tag. Muttertal, 3'500 Einwohnerinnen und Einwohner, wahrscheinlich mehr als das Doppelte Leute, die da hintergekommen sind für die Sendung. Ja, vielleicht nicht ganz, aber gut 4'000 sind sicher gewesen. Also mehr als Einwohner sind sicher gewesen. Haben Sie genug gehabt, da Material? Ja, mit der Zeit schon. Also, der Metzger hat nachgeliefert, bis er nichts mehr hatte. Der Bäck hat rausgebäckert nach Feierabend, bis er nichts mehr hatte. Also, die schöne Geschichte war ja, dass der Metzger hat am anderen Morgen eine Wurstlieferung bringen zum Zirkus Knief Luzern. Und die haben am Freitagmorgen zuerst ihre Arbeitsding gewechselt, weil sie dann zuerst wursten mussten, weil wir alle Würste verkauft haben. Also, aber es war super gewesen. Es sind alle eingesprungen und alle haben geholfen. Und das ist das, was so schön ist, etwas zu organisieren, wenn es eben dann funktioniert. Und dort möchte ich noch schnell ein bisschen dranbleiben. Ist das auch typisch Muttertal? Ja, ich weiss nicht, wie es in anderen Dörfern ist, aber ja, das ist typisch Muttertal. Wenn es darauf abkommt, sind die Leute da und helfen. Mhm. Merkt man ja auch bei dir eben, du bist nicht nur Präsidentin vom Theaterverein, du bist auch noch im Chor, oder, mit dabei? Nicht mehr, aber nein, ich musste hören. Mit dem Gemeinderat hatte ich einfach zu wenig Zeit. Jawohl. Ja. Mhm. Aber auch Blau Ring war auch etwas, wo du mitgearbeitet hast. Warum zieht es dich immer wieder an solche, also ich sage jetzt, ja, in diese Arbeit rein, wo vor allem natürlich für die Gemeinschaft stehen? Vielleicht sollte ich erst lernen, Nein sagen. Aber grundsätzlich ist es vielfach so, wenn du etwas gefragt wirst, jetzt gerade hier, wo Blau Ring kam, willst du Präses machen? Habe ich gesagt, nein. Da bin ich jetzt ganz sicher die Letzte. Und dann haben sie gesagt, wir müssen einfach jemanden haben, als erwachsene Person, die so ein bisschen das Bindeglied ist zwischen der Schar und der Kirche. Und wir müssen vielleicht jemanden haben, der mit uns ins Lager kommt, damit die Eltern daheim beruhigt sind. Es ist noch jemand Gewachsenes dort. Und da habe ich gefunden, also gut, ich komme erst mit euch ins Lager. Ihr schaut mich an, ich schaue euch an und dann reden wir weiter. Und als ich gesehen habe, dass das läuft, dass ich dort einfach nur bin, damit jemand dort ist, weil die haben das völlig im Griff gehabt, ist das nachher eine so gute Zeit gewesen mit diesen Mädchen oder mit diesen Leiterinnen auch. Und darum hat man es dann halt weitergemacht, weil es eben auch viel gibt. Es holt nicht nur, sondern es gibt auch viel. Und das ist eben das Schöne daran. Mhm. Könntest du, jetzt kommt mir gerade in den Sinn, die Frage zu stellen, könntest du dir vorstellen, mal in so ein enges Höllloch hineinzugehen, wie es vorher der Hans erzählt hat? Wäre jetzt das etwas, was du möchtest? Mit dem Hans wahrscheinlich schon. Das ist doch schon mal... Ja, ich weiss nicht, ich sage, ich habe keine Platzangst, aber ich weiss es nicht. Ich war auch schon im Höllloch, ich habe die ganz kleine Tour auch schon gemacht, ohne Problem. Aber längere Zeit zu wissen, dass ein so viel Fels oben ist und dass du nicht einfach raus kannst, wenn du willst. Es ging auch schon ums Probieren. Mhm. Hans, und da wären wir bei dieser Geschichte, dass es eben unter Tag einmal sehr eng werden kann. Das hast du auch erlebt, vor ein paar Jahren. Mal. Ja, ich mag mich, oder ich will auf eine Episode eingehen, wo du festgesetzt wo du festgesetzt bist. Was ist passiert? Auch im jugendlichen Übermut gsi, damals noch, auch in dieser Sulzfloh, nicht am Höllloch. Ein Forschungsobjekt bin ich 45 Minuten festgesessen. Kein Zentimeter mehr für sich, keine mehr Retour. Das war der Moment jemals in einem Loch, wo ich wirklich am meisten Schiss hatte in meinem Leben. Ich dachte, jetzt ist fertig. Angst vor Panik. Das Loch ist auf 2,4 oben. Plus minus 0 Grad. Man hat auch nur im Sommer 2-3 Monate rein. Darum, und der Rest des Jahres war der Eingang unter Lauischnee unten verborgen gewesen. Man hat ihn nicht gefunden. Also nur im Herbst, Ende Sommerherbst, hat man nicht rein. Und dort haben wir natürlich, eben, weil es so weit weg war, haben wir immer 2 Tage geforstet oben, über die Nacht. Wir haben nie bivakiert, im kalten Säucheib oben. Wir sind alle 400 Meter runtergelaufen ins Alpenrösli. Das ist eine Alpwirtschaft in der Nähe im Bad Nun. Und haben dort übernachtet, sind am anderen Tag in den 400 Meter rauf, oder, ins Loch und gehen weiter forschen. Und dann am Sonntagnachmittag, wo wir raus sind, heim haben wollen, habe ich gemerkt, in dem Eingangsbereich, das ist ein enges Labyrinth. Also eng, es ist nieder. Eng ist so. Nieder ist so.
Also eng ist 50 cm, ja, nieder das ein ist Meter. erst nieder, das ist noch lange nicht eng. Okay. 50 cm. Aber dann habe ich dort gemerkt, an einem Ort, wo wir durch sind, Richtung Eingang, nicht weiter weg vom Eingang weg, zieht das also aus einem relativ niederen Seitenstollen, zieht es extrem raus. Wind, Luftzug, sagen wir dem. Und das ist für den Höhenforscher klar, der Wind kommt nicht irgendwo zum Felsen raus, oder weiss ich was, der kommt von grösseren Gängen her, oder von aussen. Oder? Und dann bin ich dort noch geschwind reingeschnackt, ein paar Meter, und habe gesehen, hey, das sieht gut aus, das müssen wir anschauen. Das nächste Mal, jetzt, Sonntagnachmittag, wir waren am Highway gewesen, habe schnell hinterher geschaut, da sind wir ja noch mit Karbidlampen unterwegs gewesen. Klar, das ist eine Gasflamme, hat es da ausgeblasen, aber da ist immer noch so ein Taschenlämpchen dabei gehabt. Also 4,5 Volt Batterie, die es heute, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Schnell hinterher gezündet, habe gesehen, mal, hinten wird es wieder grösser. Und dort war noch niemand. Dort war noch niemand. Dort, wo der Hans her. Aber, genau. Aber eben hier keine Zeit mehr gehabt. Wir haben gesagt, hey, das schauen wir uns das nächste Mal an. Und dann sind wir, ich weiss nicht mehr, 2-3 Wochen später wieder dort rauf. Haben gesagt, jetzt schauen wir das gerade an. Und ich habe mir das Gelände noch geschwind angeschaut dort. Und habe in meinem Rucksack, Schleifsack, sagt man in der Höhle, bereits Füstel und Meissel eingepackt daheim. Ich habe gesagt, wenn denn das etwas ist, wird das ein bisschen komfortabler gemacht. Es geht eben dort. Weil es ist nicht gewachsener Fels, die Engstelle. Es ist so viel Schotter, also Kies, Stein. Und drüber so ein Tropfsteinüberzug, wie so ein Zementüberzug, wo man sich das vorstellt, und problemlos könnte wegspitzen. Und wenn dann das etwas ist, tun wir das ein bisschen komfortabler machen, so hoch, nicht so, wie es jetzt ist. Gut. Item sind wir dort rauf, sind wir in den Stollen rein, und dann hat diese gesagt, Hänsel, geh voraus, du bist der Schlänkste. Ich gesagt, das müssen wir nicht sagen. Vorausgehen, als erster Mensch, in den neuen Stollen rein, das ist immer das Schönste. Und dann rein, und eng heisst für uns, Höhlengänger, das Gestaltli ist weg. Der Helm und die Lampe ist weg. Der Karbidkübel, den gibt's ja heute nicht mehr. Heute geht immer mehr mit Karbid in die Höhle. Ist weg. Brusttaschen sind leer. Rucksack ist weg. Und dann ausschnaufen für sie. Ausschnaufen für sie. Das ist eng. Nathalie, was passiert bei dir? Dort hört's definitiv. Ja. Und dann, dann ist es passiert. Ich bin so halb in der Mitte rein gsi. Sackhang sehr breit, 5 Meter breit, zum Glück. Das war meine Rettung gsi, aber wirklich extrem. Und dann in der Mitte rein gesagt, hey, ich komme zurück, das ist so eine verdammte Kälte da rein, ich muss einen Job anlegen. Es ist ja so kalt, der Sturm, und eben plus minus 0 Grad, oder? Ja, da kommt zurück. Gut, bin ich zurückgeschnackt, auch wieder schön ausschnaufen, retour. Die hinteren, da hast du immer ein Seil um ein Kniegelenk, um ein Fußgelenk, um einen Strick. Da können die sich ein bisschen helfen. Ein bisschen nachziehen. Retour raus, einen alten Heli Hense, also einen Faserpelz angelegt, oder? Und wieder rein. Und knoset, gemurkset. Und in der Mitte habe ich gesagt, hey, es geht nicht. Wir müssen da auftun. Ich komme nicht weiter. Es ist zu eng. Aber es macht hinten auf. Es wird grösser. Oder? Mit dem Taschenlämpchen gesehen, es wird grösser. Und dann, dann komm zurück. Habe ich gesagt, ja, tun wir ein bisschen helfen da. Und dann haben sie da gerupft wie Bären, oder? Und ich gesagt, hey, nicht so, wir müssen nicht das Bein auszehren. Wir müssen noch ein bisschen helfen. Und ich probiert. Und ja, was passiert in so einer Engstelle mit dem Faserpelz? Er röllert sich am Bauch und am Rücken so schön zusammen. Und dann war es definitiv zu Ende. Ja, dann habe ich gemerkt, ups, wieder für sie probiert, nichts. Retour probiert, nichts. Noch mehr festgesessen, ist fertig. Wie lange bist du dort? 3/4 Stunde. Und wie bist du rausgekommen? Dann habe ich zu Disney gesagt, bist ja nie allein unterwegs. Wir sind das dritte oder das vierte gewesen. Ich gesagt, so, jetzt können wir Rucksack auftun. Dort drin ist Füstel und Meissel. Wir Rucksack leeren. Neben mir, eben zum Glück, das war mir in der Rettung, es war 4-5 Meter breit, aber nur so hoch und eben nur Schotter. Wenn es gewachsener Fels gewesen wäre, mit Füstel und Meissel, verkratzt du den Fels ein bisschen. Mehr machst du dort nicht, wenn du keine Bohrmaschine und nichts dabei hast. Aber den Schotter hat man problemlos lösen. Und ich gesagt, jetzt könnt ihr neben mir einen Graben führen spitzen. In den Schotter rein, es ist etwa so viel Schotter, drunter ist dann der gewachsene Fels gekommen, den Schotter in den Rucksack hineinpacken, hinterher ziehen, zum Glück hat es Platz gehabt, dort leer und so, neben mir für einen Grabenspitze und dann unter mir, unten, auch noch ein bisschen so den Schotter rausziehen. Dann haben sie das gemacht, sie haben wirklich Gas gegeben, dann haben sie es gemacht, tack, und ich bin 10 cm weiter unten gelegen. Und dann hast du rausziehen. Also ich bin nicht mehr retour raus. Aber es war ja dann noch nicht fertig. Nein, es war noch nicht ganz fertig. Dann haben sie mich rausgezogen. Ich war völlig stark vor Kälte. Nein, vor Schiss. Ich wirklich dort Schiss gehabt. Panische Schiss gehabt. Und dann,
rausgezogen. Dort war es ein bisschen grösser, etwa 1 Meter hoch. Dort ist so ein Hocken, zuerst mit Rettungsdecken, ein Zelt gemacht, mit Karbidlampen und Kerzen. Das Zelt ein bisschen geheizt, ein bisschen warmes Tee gesürfelt und so. Dort zuerst mal eine halbe Stunde nicht bewegen, weil ich Schiss hatte vor dem sogenannten Lawinentod, oder? Also Lawinentod heisst, der Körper ist noch warm, Beine, die Extremitäten, alles ist kaltes Blut rein, fängst du an zu bewegen, schleusest das Blut ins Herz rein, Herzinfarkt, fertig. Von dem musste ich aufpassen, vor allem. Und dann ist das aber so langsam ist das gegangen. So nach einer Stunde haben sich da meine Lebensgeister wieder langsam, sind wieder gekommen. Und dann haben sie gesagt, wenn wir weitermachen? Ich gesagt, nein, sicher nicht. Von dem Loch wollte ich heute nichts mehr wissen. Ich gehe raus an die Wärme. Bist du nie mehr drin in diesem Loch? Aber am Schluss haben sie noch aufgemacht. 2-3 Wochen später haben wir das Loch definitiv aufgetan. Aufgraben dort hinten. Und hat es sich gelohnt? Ja. Weil? Das war bis heute die schönste Entdeckungstour, die ich jemals hatte in einer Höhle. 500-600 Meter wunderschöne, grosse Gänge. Eine eindrückliche Geschichte, Nathalie, wenn du so etwas hörst. So ein Moment, wo du weisst, jetzt geht es um alles oder nicht. Vielleicht nicht gerade ums Leben. Kennst du das an? Was kommt dir da in den Sinn? Das ist noch schwierig. Also so ein Moment, der einem immer extrem gefesselt hat oder extrem gestresst hat, sage ich jetzt einmal, ist da hinter der Kulisse vor der Premiere. Jedes Mal vor der Premiere stehst du irgendwo dahinter und denkst, wieso tue ich mir das an? Nie mehr. Und dann bist du draussen und irgendwann ist die Premiere dann gelaufen und meistens geht es ja nicht schlecht. Und dann hast du den ersten Applaus und am Sonntag geht es schon besser und vom Mittwoch auch kannst du es geniessen. Aber der Moment dort hinten ist immer so... Kann auch beengend sein. Ja, sehr. Ich hätte nach dieser furchtbar eindrücklichen Geschichte von dir, Hans, hätte ich jetzt Lust auf ein bisschen Liebe. Ich weiss nicht, wie es euch geht, Nathalie. Und dann möchte ich von dir oder mit dir in deine Liebesgeschichte eintauchen mit dem Markus. Ihr kennt dich auch schon lange. Und du hast gesagt, es muss ein Hiesiger sein, oder? Das ist fast ein Muttentaler, nicht ganz. Das ist jetzt ein Einbächler. Das kann man gut gelten. Darf man noch gelten. Ja. Ihr habt euch jung kennengelernt. Und zwar an einer Geburtstagsparty. Ja, an der Geburtstagsfeier von meiner besten Freundin dazumal, am 16. Geburtstag von ihr, habe ich ihn das erste Mal gesehen. Gehört von ihm habe ich schon viel. Und da habe ich dort gesehen und habe gedacht, nein. Das ist ein kurliger Typ. Er war Konditor, ist hier mit einem so einem gelöchelten T-Shirt auftaucht und mit weißen Zuckerli. Die Kollegin hat ein Backkleid bekommen und das hat er angelegt über alles hin. Und ich habe gedacht, nein. Ja, und das haben wir dort gemütlichen Abend gehabt und dann war das eigentlich gut gewesen. Ich habe ihn gekannt, weil von ihm haben alle jungen Mädchen hier haben ihn gekannt und ich habe ihn vorher nicht gekannt und ich habe gedacht, ja, ist in der Ordnung. Habt ihr den? Weitergegangen ist, ich habe mir notiert, mit einem VW Golf, einem Frosch. Ja, wir sind hier mit dem Frosch, eben wieder mit meiner Kollegin, ihrem damaligen Freund und mit dem Markus und ich auf Zürich an ein Konzert ins Hallenstadion. Wie alt bist du da? 17,5. 17,5 bist du auf Zürich ins Hallenstadion an ein Konzert. Ja. Was sind ihr hören? Der Fleppert. Vorher nie gehört. Und warum bist du mitgegangen? Weil ich ich hatte vor dem Cousin so ein kurzes Gespusi und der hat mich gefragt, kommst du mit der ganzen Clique mit an das Konzert? Und ich habe gefunden, zuerst, was spielt denn die für Musik? Und habe jetzt mal wahrscheinlich noch ein Kassettchen bekommen, keine Ahnung. Und habe gehört und habe gefunden, Mama, das klingt nicht schlecht, ich komme mit. Und das war in der Zwischenzeit nicht mehr, aber das Konzertbillett hatte ich ja dann gleich noch gehabt und habe gefunden, ich komme gleich mit, weil ich kenne ja den ganzen Rest von der Truppe. Und dann sind wir so auf Zürich ins Hallenstadion. Was ist dort denn mit dem Markus und mit dir gelaufen? Ja, das weiss man heute auch nicht mehr so ganz genau.
Wenn man die Geschichten von Beten hört, sind sie ein bisschen unterschiedlich, wie immer, oder? Wie würde er sie erzählen? Das weiss ich nicht so genau. Das wäre vielleicht das Thema für eine andere Sendung. Wir sind nach dem Konzert zum Auto gelaufen und die Herren haben nicht mehr gewusst, wo das Auto parkiert war. Sage ich. Ich meine, es sei so gewesen. Und ich hatte relativ eine gute Orientierung und habe das Auto gefunden. Ich habe die Herren an die Hand genommen. Wir haben das Auto gefunden. Und irgendwie, der andere hätte ja dann fahren müssen. Und Markus Sini ist mir dann irgendwie geblieben. Ja. Mhm. Und so ist die Liebesgeschichte, hat sie ihren Anfang gefunden. Ja. Ihr habt geheiratet, 2 Kinder, im Mutital daheim. Kurzzeitig bist du aber doch noch auswärts wohnen. Ja, ins Rieb führen. Ja, ist auswärts. Ja. Vielleicht, das sind 5 Kilometer? Das sind 5 Kilometer, ja. Dort haben wir unsere erste Wohnung gehabt. Und dort bin ich nicht so ganz daheim. Du bist nicht die Schweiz und du bist nicht dahinten. Und du musst vor allem was du hast, ein Auto haben. Und da ist an meinem Vater sein Auto, glaube ich, mehr im Rieb vorgestanden, wieder bei ihm hinten. Und irgendwann haben sie gerade eigentlich neben meinem Elternhaus ein neues Mehrfamilienhaus gebaut und haben wir gefunden, das ist es. Da bin ich dann schon wieder schier ein bisschen daheim gewesen. Mhm. Du hast vorhin erzählt, 17,5 bist du gewesen, wo du das erste Mal auf Zürich hast dürfen, in Ausgang, respektive ins Hallenstadion an ein Konzert, an ein grosses Konzert. Wenn wir jetzt einmal zurückgehen in deine Jugend, in deine Kindheit, du bist ein Einzelkind von einer Walliser Mutter, von einem Mutentaler Vater. Wie hast du deine Kindheit erlebt? Sehr schön. Also wir haben du hast eigentlich im Schachen, also in dem Dorfteil, wo ich daheim bin, sind Haufen gleichaltrige Kinder gewesen, und wir haben es auch gut gehabt, alle miteinander. Also da war immer ein ganzes Rudel miteinander unterwegs gewesen. Wir sind so bei den Jüngsten gewesen, und die Ältesten vielleicht 5-6 Jahre älter, und das hat wunderbar funktioniert. Und dann auch hier innen in der Schule, wir haben halt schon noch ein bisschen heile Welt gehabt, wobei eben, gell, das ist jetzt schon ein Haufen Jahre seither, da war es vielleicht aussenrum auch noch ein bisschen so gewesen. Aber wir haben eigentlich da schon alles gehabt. Wir haben ein Schwimmbad gehabt, wo man sonst eben noch nicht in allen Dörfern gehabt oder heute noch nicht hat. Wir haben einen Haufen Vereine gehabt, wo du schon Möglichkeiten gehabt hast, etwas zu machen. Also ich habe das Gefühl, ich habe ganz eine gute Kindheit gehabt. Müssen so in den 80er Jahren sein, oder? Wo du in die Schule gegangen bist. Ja. Dann. Und was mich überrascht hat, dass die Klassen dann zumal sehr gross waren. Ja, wir haben in der ersten Klasse angefangen mit 26 Kindern, und die sind parallel geführt worden. Plus die Rieter, die sind da schon im Rieb vorne gewesen, dort sind noch so ein paar dabei gewesen. Ja. Aber, wie bist du da eingeteilt worden? Also zu meiner Zeit sind Gewerder, Bachelor und Föhn in eine Klasse hineingekommen. Und der ganze Rest in die andere. Und ich bin dann beim Rest gewesen. Du bist dann beim Rest gewesen. Und ich glaube, der Begriff Luis-Mädli ist, glaube ich, nicht ein falscher, wenn man den braucht. Es gibt da eine Geschichte mit dem Killenbänkli. Und ich finde, das lohnt sich, die zu erzählen. Ja, wir haben in der Schule im Turnen Hirschsuchis gemacht. Das ist ein Spiel, wo einer der Hirsch ist und der geht. Und alle anderen suchen den Hirsch. Und da gerade im Schulhaus, wo da ein paar Meter weg ist es losgegangen. Und ich bin mich im Beichtstuhl verstecken. Das ist nicht so gut angekommen. Also, beim Lehrer. Und das musste ich natürlich daheim auch erzählen, weil ich genau gewusst habe, wenn ich nicht erzähle es der Lehrer. Und dann gibt es Ärger. Weil es war immer ein bisschen so gewesen, wenn ich es selber gesagt habe, haben wir das alles ändern können, regeln, wieder, wenn es, nachher von außen her erzählt worden ist. Eine quirlige Kindheit kann man, glaube ich, sagen. Hans, bei dir war es eine riesig grosse Familie. Du hast es vorher angetönt. Es waren 8 Kinder. Dein Vater Maurer Polier, Mutter daheim zu den Kindern geschaut. Bei 7 Geschwistern geht man dort einmal unter. Nein, du musst dich einfach wehren. Ich habe 5 Schwestern, 2 Brüder. Ich war der 3. Jüngste, also bis immer noch, sind leben alle, aber wir werden langsam, Teile sind über 65, gehören dazu. Nein, wäre nicht. Wir haben es als Grossfamilie wirklich auch super gehabt.
miteinander, auch mit den Nachbarn. Das war ein kleines Bauerndorf damals noch, wo ich aufgewachsen bin. Wir haben es genial gehabt. Mit den Bauern ein bisschen auf der Acher. Wir selber haben nicht gebauert, aber mein Onkel gerade nebendran hat auch einen Bauernhof gehabt. Noch mit dem Rostsacher gefahren und so weiter. Also, wir haben es genial gehabt. Wir alle zusammen miteinander. Also, wir sind fast eine kleine, wie soll ich sagen, ja. Wir privat, daheim war fast eine kleine Schulklasse gewesen. Ja. Klar hat es hier und da Stunk gegeben, der eine hat dem anderen eins geputzt oder so. Das hat schon gegeben, logisch. Aber wir haben es super gehabt miteinander, wirklich. Und die Liebe zur Natur, zum Draussen-sein, die hast du von deinem Vater aber nicht in die Berge gegeben? Nein, wir hatten das Geld nicht gehabt. Ich bin nicht in den Bergen aufgewachsen. Zürich-Unterland. Zürich-Unterland, das ist dort in der Nähe von Bülach, dort gegen dem Rheinappen, oder? Da haben wir einen kleinen Bauernkauf. Dort zumals noch. Jetzt ist es eine Vorstadt von der Stadt Zürich. Zum Glück bin ich nicht mehr dort. Auf Deutsch gesagt, ja. Nein, ich habe das wirklich von meinem Vater bekommen. Er hat auf dem Bau geschafft und hat später mich auch wollen, dass ich das Baugeschäft übernehme. Er hat nicht mein Vetter da hat das Baugeschäft gehabt und er hat gesagt, nein, Teddy, ich will nicht Muckerli biegen, das ist nicht mein Ding. Ich will schon irgendeinen Job voraus. Er war ein extremer Naturfreund gewesen. Wir sind viel miteinander, also dort bin ich vielfach ich allein gewesen mit dem, oder vielleicht noch der ältere Bruder, sind wir am Pilzen in diesen riesigen Wäldern dort rundherum oder morgen am 4 schon bei ihm aufs Töffli raufgehockt oder mit dem Velo in ein Ried Vögel hören und schauen und so. Also, er hat mir die Liebe zur Natur habe ich vom Vater bekommen, ganz klar. Und du hast dann eben Baumschulist gelernt. Ja. Du bist auch ein Zeitchen noch im Ausland gewesen, in Deutschland oben, dort wo es flach ist. Ja. Was hat dir nicht so gefallen? Eine wunderschöne Gegend. Schleswig-Holstein, das ist also eines von diesen 2 Baumschulzentren in Deutschland, in Norddeutschland, zuoberst oben Schleswig-Holstein, oder, zwischen Hamburg und Flensburg. Lustigerweise hätte diese Firma noch Mohr geheissen. Baumschule Mohr. Wie du? Wie ich, nicht ganz. Mein Name schreibt man mit 2 O und diese Baumschule hat sich geschrieben mit OH. Und OH, Mohren mit OH sind immer deutscher Abstammung. Ja. Und 2 O sind Schweizer Abstammung. Es gibt in der Schweiz 3 Nester. Eins ist unseres, das Urnest, das Niederglatt, wo ich aufgewachsen bin. Da gibt es eins zu Meiringen, ein Nest Mohren und eins im Aargau. Ja. Und dann, nein, es ist eine wunderschöne Gegend dort. Es gibt dort auch die Plöner Schweiz, oder? Dort sind die höchsten Berge 50 Meter hoch. Und dann hat mich der, ich weiss nicht mehr, wie der geheissen hat zum Vornamen, der Chef dort, eben der Mr. Mohr, Chef von dieser Baumschule, gesagt, hey, willst du nicht bei uns bleiben? Hey, du bist so ein guter Mann, du kommst so draus, du kennst die Pflanzen also so gut. Willst du nicht bei uns bleiben? Man könnte dich so gut brauchen. Und ich gesagt, nein. Nein, los, also, ich habe ein paar Mal schon Heimweh gehabt und deine Berge sind mir einfach wirklich ein bisschen zu flach. Ich wollte wieder heim. Und so ist er wieder aber es war eine schöne Zeit und eine sehr lehrreiche Zeit dort oben. Schön. Aber eben zurückkommen wieder in die Berge kommen, das ist wahrscheinlich ein grosses Thema. Auch bei dir, Nathalie. Und gleich bist du eine, die ab und zu rausgeht. Das habe ich noch spannend gefunden in deiner Biografie. Also du bist gerade erst noch, hast zwar auch schon wieder ein Moment her, aber du bist 3 Wochen zu Triest gewesen. Was hat dich dorthin verschlagen? Der Zufall. Nein, ich wollte auf Italien Italienisch lernen, weil Italienisch ist etwas, wo ich schon lange ein bisschen dran bin, aber irgendwie, wie es ist, in der Schule lernt man das nicht so, oder auch in einer privaten nach der Schulzeit. Und da habe ich das Gefühl, ich will Italienisch lernen, aber nicht auf Florenz. Weil dort gehen alle, und wenn du dort kommst und irgendwo einen Espresso bestellst, dann gibt der Kellner englische Antworten. Das wollte ich nicht. Und dann haben sie mir gesagt, Triest sei so weit hinten, dass sogar die Süditaliener gar nicht mehr wissen, dass das noch zu ihnen gehöre. Und dort werde ich noch Italienisch geredet. Und ich sagte, gut, dann gehe ich auf das Triest. Und bin 3 Wochen dort gewesen. Und es ist wirklich so, auch wenn die merken, du bist ein Student, der dort Italienisch lernt, die redet mit dir Italienisch. Und das hat mir super gefallen. Du hast beim Yoga-Lehren Italienisch gelernt? Bei einer Yoga-Lehrerin bin ich einquartiert gewesen, ja. Und habe mit ihr auf ihre Erlebnisreise, die sie dann gemacht hat, also sie hat so Tagestouren gemacht mit ihrer Yoga-Klasse und hat mich dann gerade mitgenommen und hat mir die paar Frauen vorgestellt, die da waren. Und dann haben die mit mir reden und ich habe gedacht,
da ist irgendetwas komisch, weil ich verstehe kein Wort. Und dann hat sie dann gemerkt, er halt jetzt, und hat an diesen Damen gesagt, redet doch bitte Italienisch und nicht Triastini mit denen, oder? Die haben Dialekt geredet, und ich habe gedacht, super, das hat jetzt gar nichts genützt, oder? Aber dann war das gut gewesen, weil da sind die 5, jede ist irgendwie eine halbe Stunde mit mir zusammen gelaufen, und ich habe mein Geschichtchen dann x-mal erzählt, und das hat gut getan. So lernt man Italienisch? Ja, genau. Warum zieht es dich manchmal auch raus? Ich habe gerne fremde Leute, die ich kennenlerne, fremde Gegenden. Ich gehe gerne fort. Ich komme auch sehr gerne wieder heim. Aber mich dunkt, da innen ist es schön, aber auswärts gibt es immer noch wieder Neues, was man kann anschauen und erleben und neue Leute kennenlernen. Und das dunkt mich eben schon eine coole Geschichte. Was ist der nächste Aufenthaltsort, den du dir schon geplant hast? Indien. Warum? Ja, das ist, also wir haben einen indischen Pfarrer da drin, und der hat vor, glaube ich, 3 Jahren schon eine Reise organisiert. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ja, ich weiss auch nicht recht. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, nein, das ist, glaube ich, nichts. Und jetzt alle, die dort waren, haben so geschwärmt. Und jetzt macht er die Reise noch einmal, und jetzt gehen wir mit. Ich freue mich. Das klingt sehr spannend. Ich bin sicher, Hans, deine nächste Reise geht wahrscheinlich wieder irgendwo im Höllloch, wieder in einen Stollen rein, möglicherweise. Du hast ja schon so viel Spannendes erlebt. Dort den Ammonit, den du rausgeholt hast, das Betli, das du gerettet hast. Was ist dort passiert? Das Betli, das ist eine herzige Geschichte. Im Höllloch haben wir sehr wenig Fledermäuse. Es ist nicht zu kalt und zu windig und zu zügig. Im Sommer ab und zu im vordersten Höhlenteil, im sogenannten ausgebauten Teil, Eingangsbereich, sieht man etwa 1 oder 2 rumfliegen. Und bei uns heisst es, weil es nur so wenig sind, heissen alle Betli. Man kann das Geschlecht nicht feststellen, wenn sie da rumfliegen. Das sind alle weiblich. Und das ist eine ganz herzige Geschichte, eine der herzigsten, die ich im Höllloch erlebt habe. Und zwar ganz kurz vor Weihnachten 2022 bin ich einen Hochwassereinbruch filmen. Nur mit dem Nattel. Ich habe gewusst, es hat Aushöhe geseicht am Vormittag, am Vortag auch. Es war ein Hochwasser im Choo gewesen. Und das kann man im ausgebauten Teil in den vorsten paar 100 Meter von der Höhle, kann man das absolut problemlos und gefahrlos kann man das anschauen, beobachten. Das ist jedes Mal faszinierend. Ich habe schon eingesättigt Hochwassereinbrüche angeschaut und erlebt. Ich bin auch schon 3-mal eingesperrt worden deswegen. Und Item, kein Problem. Und dann habe ich dort, etwa 200-300 Meter hinter mir gegangen, schaue ich so zufällig in die Tille rauf und sehe so 2,5 Meter über mir, so in einem Loch hinein. Ein Betli hat noch dort schlafen, den Winterschlaf gemacht, das war ja Dezember. Ich habe gesagt, du Dummerli, machst jetzt du da oben? Hey, in einer halben Stunde versaufst du, das Wasser kommt und in einer halben Stunde bist du unter Wasser und versaufst. Ich habe auch schon mal eine tote Fledermaus gefunden, die versoffen ist. Und dann, ich dachte, ja, was mache ich jetzt mit dir? Ja, ich kann dich nicht ab, ich bringe dich nicht ab, es ist zu hoch oben. Und dann habe ich aber gerade 10 Meter, 20 Meter nebendran eine kleine Baustelle gehabt, wo ich etwas baue. Ich mache auch den ganzen Unterhalt vom ausgebauten Teil von der Höhle. Habe ich dort so Armierungsstängel gehabt, so Armierungseiseli, habe dort eins geholt, dort zu so einen Stein in den Weg reingetrüllt. Das war gerade über dem Weg gewesen. Und dann habe ich den Stein aufgestanden mit dem Armierungsstängel dort rauf. Und sie hat sich tatsächlich gerade gehabt an dem Stängel, das Betli. Habe ich es runtergeholt, mir auf die Hand angelegt. Das ist nicht weg. Das ist auf meiner Hand geblieben. Ich konnte weiter den Wassereinbruch beobachten, Filme machen, stellenweise. Und dann, wo es runtergekommen ist, in die sogenannte Dolomitenhalle, das ist eine lange Halle, die dann 25 Höhenmeter runter geht bis an den Eingang, da dachte ich, ja, was mache ich jetzt mit dir? Kann ich da nie anders tun? Was mache ich mit dir? Und dort, das wäre dann 1,5 Stunden gegangen, wenn es überhaupt zum Eingang rausgekommen wäre, das weiss ich dann nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ich setze dich aus oben im Apero-Saal. Das ist hinter dem Eingang, das ist eine höher gelegene Stelle von der Höhle. Oh, sorry. Wo nicht überschwemmt wird, wo nicht geflutet wird, habe ich das dort ausgesetzt. Also so eine Nische hineinlegen, das wird nicht überschwemmt. Und dann ist das Betli, hat sich Flügel ausbreitet, 3-4 Mal um mich herumgeflogen und auf nimmer wiedersehen. Das Betli im Apero-Saal, was für eine schöne Geschichte. Fast zum Abschluss, du hast schon ein bisschen geschmunzelt, weil wir vorwärts machen müssen. Ich will von dir noch wissen, Nathalie, ganz kurz, wo ist der schönste Ort im Mutital? Im Theater. Auf der Bühne, wo wir heute sein dürfen.
Besten Dank für den Einblick in die Reise unter die Erde und auf die Bühne. Das war es mit der Sendung «Persönlich». Bis bald wieder einmal. Ich freue mich drauf. Merci vielmals, Nathalie Zwissig und Hans Mohr. Danke. Danke vielmals. Persönlich ist heute live aus dem schönen Theater Muethental zu Muethental im Kanton Schwyz gekommen. Der Michel Schönbächler, ihre Gäste sind die Nathalie Zwissig, Gemeinderätin von Muethental und Präsidentin vom Theaterverein dort, und der Hans Mohr, Wanderleiter und Hölllochführer. Technik Patrick Arnold und Hedi Massoudi. Sie können das persönlich nachhören, falls Sie zum Beispiel einen Teil verpasst haben, heute Abend nach den 10 Nachrichten, auch wieder da auf SRF 1 oder dann schon gleich jederzeit auf srf1.ch unter «Persönlich». Das Persönlich vom nächsten Sonntag, das kommt aus dem Schloss Laupen. Zu Laupen im Kanton Bern. Zu Gast bei der Olivia Röllin sind dann die Beach-Volleyballspielerin Tanja Hüberli und der André Glauser, ehemaliger Geschäftsführer vom Verein Alani Kinderhospiz Bern. Falls Sie gerne live vor Ort dabei wären, in dem eindrücklichen Schloss Laupen, dann gehen Sie nächsten Sonntag einfach rechtzeitig auf die 10 dorthin, wo die beiden Flüsse Sense und Sahne zusammenfliessen. Andrea si è perso, e non sa tornare. Andrea si è perso e non sa tornare. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.